Im Hill Valley von 1961 geht das Abenteuer weiter vom Wii Let's Play zu Zurück in die Zukunft, dem Spiel. Ja, wir haben jetzt ein paar das Jahr erfahren, wo Doc sich jetzt irgendwie herumtreibt und so, und sogar den Tag, bevor er hingerichtet werden soll. Muss ich mir mal vorstellen, ey. Der Doc soll morgen sterben. Ich weiß nicht, ein bisschen so wie im dritten Teil, oder sprich im dritten Film, aber die Frage ist halt vor allem, wieso ist er hier? So, jetzt rennt er ein bisschen, okay. Und halt, wo ist Clever, wo sind seine Kinder, die wir auch im dritten Teil noch kennengelernt haben. So, wir haben da vorhin etwas gesehen. Die Suppenküche, okay. Was? Sisters of Mercy, aha. Schwestern des Dankeschöns, ja, und schlecht. Die Polizeiwache, Polizeiwache Gefängnis. Und... Wie, doch nicht da? Mal wieder verarschen? Doc. Oh. Marty! Doc? Was machst du hier? Sie haben mich hergerufen, Doc. Hab ich? Wann? Am 14. Mai 1986. 1906 und das automatische Aufspürsystem. Natürlich! Das hätte ich fast vergessen. Wie lautet unser Plan, Sie herauszukriegen? Plan? Wir brauchen keinen Plan. Nicht? Nicht im geringsten. Die Polizei hat mich vor ein paar Wochen wegen des Feuers in der Bar festgenommen. Aber der Staatsanwalt hat keine Beweise. Sie werden mich morgen früh entlassen. Also bin ich sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, um Ihnen Ihr Auto zu bringen? Entschuldige bitte, aber es ist so wunderbar, dich zu sehen. Wir haben so einiges nachzuholen. Ja, ich glaube, wir sollten damit noch warten, Doc. Grundgütiger! Ich werde auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Gangstern erschossen. Aber warum denn das? Es passte Ihnen wohl nicht, dass ich Ihre Bar niedergebrannt habe. Lustig, Doc. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Plan einfallen lassen. Richtig. Aber was für einen Plan? Ich würde vorschlagen, einen sind noch guten. Sagen jetzt dem Richter, ja, ist klar, ich habe morgen erschossen. Ja, übrigens, ich muss heute raus, weil ich habe morgen erschossen. Mhm. Reis zurück in die Zeit. Ja, wie? Wir müssen erst zurück rausholen. Zieh es durch. Mhm. Sprich eine Gangster. Ja, klar, geht auch noch. Und wenn ich den DeLorean nehme, zurück in die Zeit vor der Verhaftung reise und verhindere, dass man sie schnappt? Denk nicht mal daran. Ohne meine Verhaftung könnten die Geschehnisse, die dich in die Vergangenheit geschickt haben, verhindert werden und zu einem Paradoxon von kontinuum erschütterndem Ausmaß führen. Mann, oh Mann, wir sind gerade mal wieder seit 5 Minuten zusammen und Sie reden schon vom Ende des Universums. Das hat mir gefehlt. Mach dich nicht lächerlich, Marty. Ich meinte nur das Ende des Universums, so wie wir es kennen. Gibt es einen Unterschied? Nun, ich schätze, ich könnte einfach etwas Dynamit holen und sie hier raussprengen. Nein, nein, das ist viel zu gefährlich. Nicht nur für mich. Auch die anderen unschuldigen Leute in der Vergangenheit könnten die Auswirkungen... Das ist es. Was jetzt? Eine Raketenbohrmaschine. Hä? Sie haben eine Raketenbohrmaschine? Noch nicht. Ich habe sie noch nicht gebaut. Jetzt bin ich verwirrt, Doc. Hör zu. Vor einigen Monaten hat mein 17-jähriges Ich einen Patentantrag für eine Raketenbohrmaschine eingereicht. Ich gab das Projekt auf, weil ich nichts mehr vom Patentamt gehört habe. Aber der Prototyp müsste fast fertig sein. Großartig. Ich laufe schnell zu Ihrem Labor und... Nein, ich sagte fast fertig. Ich muss dir dabei helfen, ihn fertigzustellen. Wie soll ich eine halbfertige Raketenbohrmaschine in Ihre Zelle schmuggeln? Nein, ich meine mein Ich von 1931. Sie wollen, dass ich Ihr Ich von 1931 davon überzeuge, eine Raketenbohrmaschine zu bauen, um sie aus dem Gefängnis zu holen? Präzise. Ich liebe Zeitreisen. Wenn ich mit Ihrem jüngeren Ich spreche, verursacht das nicht irreparable Schäden am Raum-Zeit-Kontinuum oder so etwas? Das sollte in Ordnung gehen. Die Idee des Raketenbohrers ist schon entwickelt. Du musst mein jüngeres Ich nur noch dazu bringen, den Prototypen fertigzustellen. Naja gut, haben wir damals im ersten Film ja auch so gemacht, war. Also, hier sage ich schon, Martin natürlich, indem er halt seine Eltern zusammengebracht hat. Und seinem Vater ein bisschen mehr Selbstvertrauen beigebracht hat. Also ich meine, er hatte es ja schon, er muss ihn ein bisschen auf die richtige Fährte bringen. Wie soll ich Ihr jüngeres Ich davon überzeugen, den Raketenbohrer fertig zu bauen? Ihm erzählen, dass ich sein älteres Ich aus dem Gefängnis holen will? Auf keinen Fall. Was auch immer du machst, du darfst meinem jüngeren Ich nichts über Zeitreisen erzählen. Die Inspiration für den Fluxkompensator bekomme ich erst 24 Jahre später. Was soll ich dann machen? Sei einfach so charmant wie immer. So wie ich mich erinnere, bin ich recht unkompliziert. Es sollte also ein Kinderspiel sein, mich zu einem wissenschaftlichen Experiment zu bewegen.
Das sind meine Erinnerungen, aber ziemlich anders. Naja. Okay, sagen wir, ich mache bei diesem verrückten Plan mit. Wo kann ich sie finden? Ich meine, das andere sie. Woher soll ich das wissen? Das ist über 50 Jahre her. Warum gehst du nicht nach nebenan in die Suppenküche und rufst bei mir zu Hause an? Dort wird man wissen, wo ich bin. Suppenküche. Okay. Halte dich nur von der Suppe fern. Sie wird dein Verdauungssystem irreparabel schädigen. Ich sollte wohl loslegen. Keine Sorge, Doc. Ich hole sie hier im Nu raus. Ich bin unbesorgt. Wenn mein jüngeres Ich sich mit dir zusammentut, seid ihr unaufhaltbar. Naja, ich denke, ein paar Folgen wird schon dauern, bis wir alles geschafft haben, aber gut. Also ab in die Suppenküche. 1931. Ja, und er hat vorhin 1961 gesagt, war? Ist natürlich nicht, es ist 31, Mensch, 61. Das ist komplett anderes. Egal, ich hab Bock auf Suppe. Aber nicht auf die hier. McFly? Biff? Kid? Grandpa? Für dich Mr. Tennant, Artie. Was machst du hier draußen? Naja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher Klappe! ist. Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Oder doch? Nein, natürlich nicht, Kid. Das ist schon besser. Was glotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kid. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und McFly? Ja? Dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh, Jetzt hau ab in Ordnung, Boss. und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey! Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seht zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. Oh, ich erinnere mich wieder, Leute. Alter, das war übel, was hier gleich passieren wird. Also sprich die ganze Handlung hier noch. Müssen wir Doc rauskriegen. Wofür sind die Tische? Wir haben ein paar extra Tische für unsere Penner-Soirees am Monatsende. Alles klar. Ja, mit Ron haben wir noch irgendwas in Erinnerung. Oh. Aber erstmal telefonieren. Nach Hause telefonieren. Brown anwesend? Hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet hat. Tja, also ab zum Gericht, wa? Obwohl, oder sollen wir sagen, nee. Ich gehe es mal logisch vor, wa? Also logisch, so ist halt das Spiel gerade eigentlich vorschreibt. Die Musik ist bedrohlich. Du. So, übrigens, Doc. Psst, Doc! Marty, hast du schon mein jüngeres Ich gefunden? Also dem britischen Typen am Telefon nach arbeiten Sie drüben im Gerichtsgebäude. Natürlich! Im Sommer 31 ließ mich mein Vater da als Bürogehilfe arbeiten. Das klingt nicht nach Spaß. Ich hasste jede Minute. Mein Vater war, streng. Auf jeden Fall solltest du sofort zum Gerichtsgebäude gehen und dich mir vorstellen. Okidoki.
Was macht ein Gerichtsbeamter überhaupt? Furchtbaren Papierkram, aber das ist nicht wichtig. Geh zum Gerichtsgebäude und finde mich. Ja, ich weiß, ich weiß. Zweifalten, Doc. Vielleicht nicht die besten Worte, Marty. Nö, aber immer wieder coole. Wir haben ja keine Zeit, Leute, zumindest Luft zu verlieren. Nicht. Darf ich nicht über Straße? So, noch durch den Park hindurch. Wow. So. So. Wuff, wuff. Doc. Tja, wenn wir sagen, rein da, wa? Fassen Sie das nicht an. Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Ich meine, Richter Brown besteht darauf. Richter Brown? Doc, schön Sie zu sehen. Ich bin Michael, Corleone. Emmett Brown. Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Mit dem Kehrwert von H natürlich. Wir sind nicht gerade so begeistert in seiner Arbeit, wa? Was habe ich bloß übersehen? Oder sollte H für den hermetischen Operator stehen? In diesem Fall könnte H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A gleich dem Erwartungswert von Ja, aber er ist immer noch ein Wissenschaftler. Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Okay. Schön. Hör zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Erfindung arbeitest. Erfindung? Erfindung, Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Der Ableitung der Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit. Ganz schön stur, der Kumpel. Komm schon, warte einen Moment. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Komm schon, Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Corleone, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Hat dir das dein Vater gesagt? Jeden Morgen. Armer Emmett. Okay, du willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse. Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen, den... Ich bin kein Wissenschaftler. Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Information herhaben, Mister, aber Sie sind falsch. Ist eh nicht gleich m Quadrat? Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Äh? Corleone. Du kannst mir vertrauen, Doc. Emmett. Ich kümmere mich nur um deine Zukunft. In vielerlei Hinsicht. Wovon sprechen Sie? Von dir und der Wissenschaft. Na, nicht schon wieder. Wenn Sie mir noch einmal unterstellen, ein Wissenschaftler zu sein, verklage ich Sie wegen Rufmords. Toll. Bleib stehen, Alter! Hallo? Pausieren verboten! Kann nicht ungefähr funktionieren. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Siehst du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube Ihnen nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich. Ja, war ja sehr schwierig. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. In diesem Fall könnte Verdammt, da gibt's doch einfach nicht. Hey, Doc! Der Jüngere sicher ist ein Arsch. Nee, das ist einfach, sind noch stur. Obwohl eher von eurem Vater geprägt. Ja, Eltern, vor allem strenge Eltern, können schon Einfluss haben, der nicht schön ist. Und nicht gesund, je nachdem. Marty, wie läuft der Fluchtplan? Beschissen.
Nun, ich habe ihr jüngeres Ich getroffen. Toll. Und ich muss sagen, sie sind irgendwie verklemmt. Was? Sie wollten nicht mal mit mir reden. Das kann ich kaum glauben. Erzähl mir, was passiert ist. Ich wollte ihn nach ihrem Raketenbohrer fragen, aber er sagt, er sei kein Wissenschaftler. Was? Warum? Oh, Vater. Was hat er damit zu tun? 1931 habe ich mich noch davor gefürchtet, dass mein Vater die Wahrheit über meine wissenschaftlichen Vorlieben herausfinden könnte. Also forschte ich im Verborgenen, zu ungewohnten Zeiten und abseits seiner neugierigen Augen. Wie nervig. Ja, das nervte ziemlich. Glücklicherweise konnte ich mich gegen ihn behaupten. Aber jetzt gerade denkt mein jüngeres Ich wahrscheinlich, mein Vater hätte dich geschickt, um mich zu kontrollieren. Vermutlich. Wie kann ich ihn davon überzeugen, dass ich kein Spion bin? Ich weiß es nicht genau. Warum murmelt ihr jüngeres Ich die ganze Zeit vor sich hin? Murmeln? Warum sollte ich vor mich hin murmeln? Das mache ich nie, außer... Die Hill Valley Expo! Die Expo? Ja, die Expo. Wie konnte ich das vergessen? In ein paar Monaten wird mein jüngeres Ich etwas auf der Hill Valley Expo vorstellen. Mein erster öffentlicher Ausflug in die Welt der Wissenschaft. Alle aus der Stadt werden dort sein, inklusive einiger bekannter Wissenschaftler, die meine Karriere geprägt haben. Und? War sie ein großer Erfolg? Nein, es war ein elender Misserfolg. Aber ein spektakulär elender Misserfolg, der meinen Übergang vom Amateur-Garagenwissenschaftler zum professionellen Wahrheitssucher markierte. Zumindest eine coole Jobbezeichnung. Wissen Sie, ihr jüngeres Ich scheint sehr dem Recht verpflichtet. Glaub mir, das ist nur Fassade, um meinen Vater zu beruhigen. Was hat die Expo damit zu tun, dass Sie vor sich hingemurmelt haben? Als ich jünger war, habe ich an komplizierten mathematischen Rätseln gearbeitet, um Stress abzubauen. Ohne Zweifel arbeitet mein jüngeres Ich an irgendeinem unmöglichen Problem in dem Versuch, dabei in den Wochen vor der Expo etwas Dampf aus dem Gehirn abzulassen. Was habe ich gemurmelt? Ich weiß nicht. H durch irgendwas mit einem Kehrwert von etwas anderem. Ich bin nicht so gut mit Gleichungen. Das ist schade. Ich wette, wenn wir das Problem meines jüngeren Ichs lösen könnten, wäre er eher geneigt, dir zuzuhören. Verstehe, ich habe eine Idee. Sprechen wir besser später über die Probleme Ihres jüngeren Ichs. Okay, aber vergiss nicht, dass wir etwas unter Zeitdruck stehen. Ja, nur ein kleines bisschen. Und das trotz Zeitmaschine. Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit verringert wird. Und zwar die Idee wäre, ihn aufzunehmen. Toll. Mann, Marty, wo gehst du hin? Warte halt kurz, bis er da kommt. Was? Ah, Telefonnummer. Denkt nach, Emmet. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Erwartungswert von A sein. Aber nur wenn der Reibung So, aufgenommen haben wir ihn. Jo. Müsste jetzt eigentlich klappen, war. Mann, die Steuerung teilweise. Es war schon damals so und wird, glaube ich, immer so bleiben. Die Steuerung ist eine mittlere Katastrophe. Ja. So, jetzt aber. Doc! Also, Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Ach, denkt nach, Emmet. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das... Ich? Ich klinge so... Jung? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hineinsteigern konnte. Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. Tolle Erklärung, also von dem her. Ohren steif halten, Doc. Die beste Erklärung ever. Naja, versuchen wir es nochmal. Der Hamilton-Faktor, wa? Wo ist er?
Ja, das ist er hier drin. Mann, Alter, Marty! Das ist ja wohl. Die Gravitationskonstante veränderlich ist. Ist das überhaupt möglich? Wenn also H für den eindimensionalen... So, jetzt komm schon. Bisschen schneller, Kumpel. Ja, ja, ja. Nee, nicht dort lang. Richtig. Was habe ich blockiert? Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Vielleicht ist H der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H der... Hamilton-Operator? Ja, Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel. Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere. ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Viel Live manchmal dafür. Komm, der muss sein. Nun ja, es ist so. Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße. Das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil des Treibstoffs. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kid Tannen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Arthur McFly? Die Vorladung ist für meinen Großvater? Es ist Kid Tannen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kid Tannen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ah, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Ich glaube, Marty ist noch ein bisschen jung, um schon den Löffel abzugeben, wa? Oh je, Leute. Wieder mal eine Zeit, in der irgendein Tannen sein Unwesen treibt. Müssen es eben diese Tannens sein? Ich glaube, Tannens, McFlys und, naja, die Browns sind ein bisschen in der Geschichte miteinander verstrickt, auf eine kurlige Art und Weise. Aber wie es weitergeht, hier wieder mal bei Zurück in die Zukunft, dem Spiel, dem Wii Let's Play davon, das erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.